Servus, Waldmusik-Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich zu Gast, da direkt beim Hermann Fleischmann, Hauzertlohner, Humorist, Gstanzlsänger und seiner Begleitung heute, seiner musikalischen Begleitung. Den kennt's eh schon allesamt, die wo die fleißigen Zuschauer sind und die Videos immer anschauen. Das ist der Erich Augustin, der Buber. Grüß dich wieder noch einmal zwei. Aber Erich. Hermann, bei dir haben wir heute daheim. Also zuerst einmal, stell dir mal ein bisschen vor, wo sind wir da und wer bist du überhaupt genau? Ja, da haben wir das Wasper. Wasper wird natürlich die Bayern nicht so kennen. Also Die Videos gehen hinaus in die große, weite Welt. Du weißt, also die im Landkreis Ring und Landkreis Kamm kennen schon Mosbach, aber erklär es einmal genauer. ja, also Moosbach schreibt man mit 2 O. Und das liegt, das ist hier zur Gemeinde Brackbach. Hier liegt der Zipfel vom Landkreis Regen. Nicht? Und wir haben genau an der Grenze, Unterhall, also Ernterhall, da ist der Landkreis Kamm. Da waren wir auf Ketzeln und so weiter gekommen. Oder Unterhall im Bo, das ist gleich der Landkreis Straub im Bogen. Ja, also da haben wir in 3 Ländereck, der Landkreis Straub im Bogen, dann kommt da mein Freund, der Buber. Und treibt mir da, der hat auch Zeit gehabt hat. Ja, gerne. Dass wir ein wenig Schmerz haben und ein wenig Musik spielen können. Genau, und da bin ich daheim. Und ja, bin ja schon mittlerweile 41 Holzertlohner. Wow. Und schon einige Holzer mitgemacht. Seit 41 Jahren Hochzeitslader. Ja. Kannst du dich überhaupt noch an die Anfänge daran erinnern? Also ich meine, wenn das schon so lange her ist, oder sagst du, das ist schon so weit fort, das habe ich schon verdrängt, oder weil war das im Anfang? Nein, Anfang der 80er Jahre wahrscheinlich. Genau, 1979 war das erste Mal Brautführer und dann 1982, am 22. Mai, habe ich die erste Holzer gehabt als Holzertlohner. Die hat sogar das Datum im Kopf, Ja, das ist ja der Wahnsinn. Aber jetzt hast du gerade was gesagt vom Brautführer. Das habe ich jetzt gar nicht kennt. Was ist denn das, ein Brautführer? Der Brautführer hat freies auf der Hochzeit eigentlich die Gstanzl gemacht, oder die Gaudi gemacht, die Stimmung gemacht. Der hat da eigentlich, sagen wir, der Hochzeitlohner war mehr der Organisator und der Hochzeitlohner war auch zuständig fürs Einlohner von den Leuten. Weil freies hat so keine Karten oder so jetzt nicht gegeben. Und keine WhatsApp-Gruppen hat es auch nicht gegeben, oder? Genau. Da wo man die Leute schnell mal in eine Feier reingeladen hat. Genau, da hat alles der Hochzeitlohner gemacht. Noch. Der ist da von Haus zu Haus gegangen, hat die ganzen Leute eingeladen. Ist da früher wirklich jeder einzelne Gast, der gelohnt war, vom Hochzeitlohner und vom Brautpaar eingeladen worden? Ja, weil ich in der Umgebung war, die haben alle gelohnt. Die waren weiter weg gekannt, die haben uns auch schon wahrscheinlich selber. Ganz klar. Aber im Dorf, das ganze Dorf und Nachbardorf, da ist der Hochzeitlohner gemacht und das habe ich teilweise auch noch gemacht. In den Anfangsjahren habe ich auch noch ganz Dorflohner meistens, wenn das so ein richtiger Hochzeit war. Heute ist es so, dass nur noch die nächsten Verwandten, Familie und so weiter eingeladen werden. Und das mache ich auch noch, wenn es gemischt wird. Ist aber nicht überall der Brauch. Das ist mehr im oberen Bayerischen Wald so üblich. Weil in Straubing oder in Unterwald und Ringen, da ist das eigentlich schon lange angekommen. Und dann werden auch von der Hochzeit immer, wenn du Hochzeitlohner bist und auch bei anderen Hochzeitlohnern Gstanzl gesungen, oder? Ja, das zeichnet eigentlich einen Hochzeitlohner heutzutage aus, dass er Gstanzl singen kann. Heute ist so der Hochzeitlohner mehr für Unterhaltung zuständig, auch. Schon auch fürs Organisatorische. Aber Einwohner und zum Beispiel Bürger kassieren und so weiter beim Essen, das ist alles ein wenig weggekommen. Da hat er eigentlich hier nicht mehr so viel gearbeitet, aber jetzt mal der Hochzeitlohner auch schaut, was er will. Also ist das weg vom Organisator ein bisschen mehr zum Humoristen gekommen auf die heutigen Hochzeiten? Auch. Kann man sagen, ja. Auch beides, aber der Hochzeitlohner muss schon die Fäden in der Hand haben, dass auch alles passt. Sobald mit dem Brautpaar ausgemacht ist, der Ablauf, dass das auch alles so stimmt, dass es so gemacht wird ungefähr. Das ist der Hochzeitlohner zuständig, nicht? Dass das nicht aus den Fugen gleitet. Ganz interessant. So, jetzt noch mal zu den Gstanzl. Bevor wir jetzt ein paar singen, möchte ich von dir schon ein bisschen Erklärung. Es sind da Leute dabei, die kennen das nicht, die hören das jetzt vielleicht zum ersten Mal. Erst einmal, was ist ein Gstanzl überhaupt? Ja, Gstanzl ist meistens ein Vierzeiler und in Gstanzl kann man, sagen wir mal, politische Sachen singen, die kann man zum Ausdruck bringen, die wenn man so nicht sagen kann, oder da kann man einfach Sachen bringen, die wenn man so nicht sagen kann, oder man kann auch leider wenig erheitern. Weil ich sag, man kann persönliche Sachen, Anekdoten bringen. Also es gibt lustige Gstanzl, es gibt auch traurige Gstanzl bei Hochzeiten. Zum Beispiel, wenn jetzt
die Braut daheim angeholt wird, da haben die Gstanzler ein bisschen trauriger, weil die Braut praktisch daheim weggeht, da singt man es ein bisschen trauriger, da gibt es andere Melodien wieder. Aber in der Regel meistens wird schon lustig gesungen. Und diese Gstanzl, hast du für jedes einzelne Gstanzl ein festes Gerüst, also weißt du alles auswendig oder haust du auch spontan wer auf sie? Es gibt verschiedene, es gibt kleine Gstanzl, die man öfter singen kann, die man öfter passend, aber normalerweise singt man schon von Stegreif auch. Aus dem Stegreif? Ja. Ja, dann darf ich sagen, probieren wir jetzt einmal, oder? Probieren Wie wir. schaut es denn aus? Machen wir. Der Bube als Akkordeonbegleitung, ich ein wenig an der Gitarre. Oder nehmen wir noch einen Sicherheit. Unbedingt der Schlickerl vorher. Der Das muss schon mal sein. Prost, Ein wenig Prost. Kuhl schmieren. Genau, Prost. Prost. Einmal vorspielen oder zweimal? Einmal vorspielen, Einmal lang. einmal gelangt. Jemand sagt, einmal gelangt, nicht ganz. Ja, da purische Gstanzl sind gegen Geiz voller Schneid und da ist der Bub runter, Alex halt bei mir sind, wollen zwei mit es frei. Ja, für die Wohl muss ich sagen, singen war schon, allerweil mein Traum ist singt zwar nicht am schönen, aber für ihn wird schon taugen. Ja, ich bin ein Fleischmann, Hermann, so steuer mich allerweil vor. Aber noch 3 Mast bin ich nicht mehr der Hermann, sondern der Herminator. 41 Jahre bin ich jetzt schon Holzertlohner, aber der Job, der risiert, den man jeden Samstag mit anschauen muss, weil ein junger Mann aus dem Leben gerissen wird. Aber da bin ich auch gern dabei, so ging's ganz ungeniert, weil am 22. Mai 1982 habe ich das erste Brautpaar in die Kirche reingeführt. Ja, da war die Zeit noch ein wenig anders, die da gerade überlegt. Zum Einladenden Leute bin ich schon eine ganze Woche unterwegs gewesen. In der Früh um 9 ist schon losgegangen, ja, mit der Geigel hin. Und noch der Kirche ist bei uns auch noch das Hoferschießlerin gewesen. Musikanten haben wir übers Mal gespielt, das hat sich rentiert. Und der Holzertlohner hat gestanzelt, gesungen und den Weißmul kassiert. Ja, schmeckt Wasser und die verbrennt Kirchen, die sind da alte Breich gewesen und da hat es dann für den Holzertlohner und für Bedienungen ein wenig Trinkgeld angegeben. Heutzutage sind die Holzer noch ein wenig anders, aber auf unsere Breich bin ich schon noch stolz, weil ein Holzer ohne Holzertlohner ist, weil er Suppen ohne Salz. Dazu eine schneidige Muse, das ist doch kein Schmerz und ich darf sagen, ja, das gefällt an jedem Leitler Herz. Ja, aber ich kenne Alex natürlich, grad los einmal zu, da bist du noch mal angerannt, als so ein kleiner Bub. Ja, da haben wir schon Gstanzl gesungen, da gerade überlegen bei den Gstanzl-Sänger treffen, da bist du auch schon dabei gewesen, da bist du so ein kleiner Hosenscheißer gewesen. Der Moder hat da nachgespielt, das war interessant. Das ist der Onkel gewesen, aber ich bin nicht gespannt, was du ein Gstanzl-Sänger kannst. Ja, noch. Ja, lieber
Buber, lieber Hermann, das freut mich schon gescheit, dass ihr es gefunden habt für einen Waldmusikkanal und für mich ein wenig Zeit. Ja, da haben wir uns gern Zeit genommen, ja, das sei so geil schon. Ja, hoffentlich seid's lang da, so schnell bringt's mir nicht an. Ja, Hermann, sehen, weil's du auch bist, findet man auf unserem Mist und hinter der Lavastraße, da findet man's auch. Aber das, was du jetzt gesungen hast, das war nicht nett. Mir find's nicht hinter der Lavastraße, sondern von meinem Weiberl im Bett. So von deinem Weiberl, da findet man die im Bett. Das darf mich schon interessieren, ob da noch etwas geht. Ob da noch etwas geht, ja, das sage ich dir gleich, das macht man ganz einfach, da leist man dein Wein. Aber jetzt wollen wir ein paar Gesetze probieren. Einmal schauen, was ich noch ein wenig drin habe im Hirn. Na, das ist eine wenig andere Melodie. Wenn man gute Musikanten hat, dann haut das hin. Für muss ich singen ganz gern. Das dürfen ja alle Leute hören. Ja, sind wir beieinander, ja, halt rein. Ich glaub, ja, das fällt uns ein. Aber ich glaub, dass hier das erste wieder gelangt. Dass wir ein schönes gespannt hat, das hab's so schon gespannt. Ja, singen kann man noch kriegen, ja, das ist so nicht aus. Aber wenn's lang singt, das hält niemand aus. Drum glaub ich, dass jetzt wieder klappt. Fürs neue Spiel so gern schön Dank. Das können wir jetzt wirklich zwei. Das ist wirklich super und schön. Jawohl, der Hermann Fleischmann und als Nachspieler der Buber, der Erich Augustin. Das ist, glaube ich, jetzt schon mal ein Schlickerl wert, oder? Ja, so. Prost miteinander. Prost. Prost. Man muss dazu sagen, das Bier ist gesponsert heute von Markus Grüßer von der Gesellschaftsbrauerei Fichtach. Ja. Auch ein ganz wichtiger Termin, gell? Das Video kommt jetzt raus am 2. September und nächste Woche, da ist etwas Besonderes, oder? Genau, das Brauereifest in Heida. Und am 10., das ist der Sonntag, da ist Gstanzelsinger am Mittag um 12 Uhr. Meine zwei Kollegen, der Benny und der Fips, sind dabei. Und begleitet werden wir von der Hunderdorfer Pluskapelle und da werden wir ein paar Gstanzeln singen und hoffentlich kommen wir ein paar Leute zum Zuschauen und zum Zuhören. Da hat uns natürlich auch gefreut. Unbedingt. Also schaut alle vorbei an dem 10. September. Ab Mittag Stanzel singen, weil der Hermann gerade angekündigt hat. Auf die Nacht darf ich sogar auch noch ein wenig Musik spielen mit Kulimu, haben wir da unterwegs. Vielleicht bleibst du noch ein wenig da, Hermann, oder? Ja, Du musst das noch ein wenig zu. Und das Fest geht das ganze Wochenende über. Also herzlich eingeladen seid ihr alle. Schaut vorbei am Brauereifest im Fichtach Mitte September. Und jetzt Prost, jetzt morgen Trinken trinken. wir Gell? das Brauerei. Auf Brauerei. Und ein Trinkspruch. Ja, zeitgemäß. Ohne Hirn und Arbeitgeber wirst du einfach Klimakleber. Ja, das stimmt wirklich. Genau, das ist zeitgemäß. Hermann, du hast ja eh schon gesagt, oder wir haben es jetzt gerade anklingen lassen, schon in der Anmoderation, es sind ja nicht nur die Hochzeiten, was du unterwegs bist. Nein, es gibt auch noch andere Sachen, weil ich unterwegs bin, weil Gstanzel werden da überall einmal braucht. Zum Beispiel auf Geburtstage, auf Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern oder auch bei den Gstanzelsänger-Treffen. Da gibt es so, oder hat es früher viele gegeben, sogar Preisgstanzelsänger.
Oder auch Musikanten treffen, da habe ich ja schon öfters einen Moderator gemacht. Ich habe auch selber schon ein paar so Gestanzelsänger-Treffen angekriegt, also 13 Mal. Da war ich alle Gestanzelsänger und Musikanten auch wieder eingeladen habe. Und das ist auch bis zu der Corona wegen und dann hat sich das irgendwie, dann ist so nichts mehr geworden. Also dann habe ich aufgehört. Aber das war immer ausverkauft, das Saal. Die Leute hat das gefallen. Es ging ja dann gesungen worden zwischen ein wenig Musik. Und ja, wie gesagt, überall bin ich da ein bisschen dabei. Du hast gesagt, du hast die ganzen Gestanzelsänger von rund um und um oder einige davon eingeladen. Wie ist das in den letzten Jahrzehnten gewesen? Du bist ja doch schon lange dabei. Wird das rückläufig mit den Gestanzelsängern oder wird das eher wieder mehr? Was ist deine Beobachtung die letzten 40 Jahre? Ja, leider wird es ein bisschen weniger. Immer, gerade mit den Holzadlohner gibt es immer viel, die das noch original machen, den ganzen Tag bei der Holzad dabei zu sein. Das hören aber mehr auf. Und auch mit den Gestanzelsängern gibt es immer viel. An der Bahn seine. Ich mache es auch professionell, aber ich mache es halt als Hobby. Ja, aber wie gesagt, das wird auch nicht mehr so viel gebraucht. Das ist auch der Trend immer noch so da, dass man unbedingt einen Gestanzelsänger braucht, auch auf der Holzart. Gibt viele Musikanten, die sagen, ja, machen wir mit, braucht es keinen Holzartlohner nicht. Aber ich muss schon sagen, ich bin Musikant, doch schon mittlerweile auch ein paar Jahrzehnte jetzt, kann man schon sagen. Und ich finde immer, das ist ganz was Besonderes und ganz was Schönes, wenn ein Holzartlohner und Gestanzelsänger auch wenn ein Holzart dabei ist. Also man jetzt wirklich Werbung machen für die sowieso und allgemein für die Hochzeitslader und Gestanzelsänger Zunft. Leute, wenn es heiratet, ruft entweder einen Hermann, hoffentlich einen Hermann oder irgendeinen anderen Holzartlohner, Gestanzelsänger an. Das hebt das Ganze nochmal ganz, ganz stark. Muss man schon wirklich sagen dazu. Ja, es ist einfach eine Ordnung drin. Ja, es ist ein Anrichter, weißt du. Anrichter, genau. Leute wissen, wo es läuft. Und weil du bist das Holzartlohner Sprachrohr zwischen Brautpaar, Musik und Gäste. Ja. Und da wissen die Leute, was lang geht. Ja. Und weil der Holzartlohner, der sagt einfach, jetzt ist das und der sagt das gleich am Anfang schon und dann kennt es jeder aus. Und das, wenn einfach ein Anricht da seid, zum Beispiel in der Kirche rein schon, Ja. hat sich zusammenstellen, weil geht man in die Kirche rein, wann geht man rein und wie. Weil so geht es so, weil ich einen Hinterstuhl. Genau. Oder weil ich Herzschof. Ne? Genau. Jetzt da ich am Buber noch mit zum Sprecher kommen. Also, davor schon eingangs erwähnt, alle fleißigen Zuschauer haben das schon gesehen, das Video, was wir mit so aufgenommen haben. Und der Buber ist Alleinunterhalter und auch in mehreren Bands unterwegs natürlich. Und heute sitzt er da als Begleitung vom Hermann, aber das ist eine besondere Freundschaft zwischen ihnen, Ja. oder? Wir kennen uns auch schon ewig und wir haben 42 Jahre oder so, wo in circa jetzt habe ich vor die Bayerwaldbuben schon gespielt und da war der Hermann schon eine Hochzeitlader und ja. Da war das sogar vorher schon Brautführer oder einfach so gestanden gesungen. War ich noch gut in Holzartlohner, habe ich schon auf der Holzart gesungen, da war Bayerwaldbuben gespielt haben wir. Das ist geil. Ja, und wenn es einfach 42 Jahre oder noch länger was schon ist, liegt nicht so nicht fest, weil es nicht genau weiß, aber Ja. auf alle Fälle wird man Freunde auch. Genau, haben wir immer beieinander gesehen. Und Wie du so und so oft voneinander kommst und das so lang, dann kennst du einfach Ja. und weiß ja jeder, wer er ist. Und wir haben auch schon auf Macht noch nie was Geburtstage, bei, ne? Ja, auf das- Geburtstage haben wir auch schon miteinander gebucht gewesen. Nicht? Also die hat Musik gemacht und die hat Gestanzel gesungen. Also man merkt schon, das harmoniert zwischen ihnen, oder? Ja, ja, logisch. schon. Trifft sich Auf dann alle Fälle. privat auch ab und zu mal außerhalb der Musik oder Ja, kommt da schon selber auch zustande? mal ab und zu mal Waldfahren oder so. Alles, Ja, auch schon. Aber haben wir auch nicht viel Zeit, um das geht. Genau, das ist- ja irgendwo. Weil wenn er ihr Zeit hat, habe ich nicht Zeit oder Ja. weißt du. Aber wenn wir zum Beispiel vom Verein irgendein Feierfest haben, dann Ja. nehmen wir auch als Alleinunterhalter. Ja, klar, soll ich schon dazu sagen, bin ich schon oft bestellt worden. Ja. Muss man Schön. sagen. So. Und man merkt, dass das zwischen ihnen zwei harmoniert einfach, dass das Ja. gut kommt miteinander. Ja, nix. Jetzt hast du davor was von Geburtstagsfeiern gesagt. Da ist natürlich manchmal keine bestellte Musik da, irgendwie denken sie an einen gemütlichen Sonntagnachmittag und da kannst du aber auch bestellt werden. Und da hast du sowas auch dabei, oder? Ja, sagen wir einmal, wenn die Gäste nicht allzu viel sind, sagen bis zu 27 Geld, Ja, die kann ich schon selber unterhalten. ja. Und da bin ich auch oft ein Überraschungsgast. Und Springst du dann aus der Torte raus, oder? nein, da kommt einfach einer ins Wirtshaus. Und der Betrieb, weil meistens haben das, sage ich mal, ältere Ja, Herrschaften. Vorletzten Samstag habe ich jetzt den 100. Geburtstag am gesungen. 100. In Kandrin, ja. Und die hat natürlich auch nicht gewusst, die Frau. Und die war natürlich sehr überrascht. Und meistens sind es
60, 70, 80 Jahre alt. Was will man denen schenken? Ja, schenkt man einen Gstanzelsänger und eine Muse und dann. Und da hast du über die Gstanzel auch noch so humoristische Lieder drauf, oder? Ja, da sind ja so Couplets auch. Ja. Couplets und Gstanzel und Witze und alles durcheinander ein bisschen, einfach, dass so ein bisschen ein Gaudi ist. Weil die Leute wollen nicht alle Musik haben. Die wollen schon ab und zu wieder, Ja. wenn sie selber miteinander Ja. reden. Aber ein bisschen eine Stimmung und ein bisschen wie soll ich sagen, Aufheiterung, gerade mit Gstanzel, sind ja über die betreffenden Personen und über die Leute, haben wir speziell für die Woche die Gstanzel oder Dinge von Stegreifer. Und das kann halt eine andere Musik nicht. Und darum nehmen wir da Gstanzel singen. Jetzt kann man mal so ein schönes Lied machen, oder? Ja, können wir mal probieren. Ja, probieren wir es. Da habe ich aus heute, das habe ich eigentlich mit meinem Vater schon gesungen. Mein Vater war auch ein Musikant. Da sieht man noch die Trompeten, die Gitarre damit gespielt. Der war auch irgendwie so Musikant, der hat zwar kein Gstanzel gesungen, aber das musikalische Talent habe ich Ja. und ein bisschen von ihm. Und das Lied, das habe ich mit ihm schon gesungen. Oft haben mir der Buber ein wenig hilft. Hammer. Wir scheint den Heim, der Mond so schön, sollt ich ein bisschen weitergehen. Wir scheint den Heim, der Mond so schön, so mein Dirndl sollt ich gehen. Ja, was hast du denn da? Ja, da bin ich hinaus in die schöne weite Welt, hab geschaut, was ich nicht das schönste Dirndl finde. Und weil ich ihn nicht gefunden habe, habe ich da angefangen. Ja, was hast du denn da? Ja, was hat er angefangen? Ja, der hat uns das Saut und fragt. Und wie ich heut da zu dir geh, schaut's aus, damit ihr Gesicht wird heut. Du sagst euch gleich, mein lieber Bruder, mit dem Pustel wird's heut nix. Ja, was hast du denn da? Ja, da hat die Chefin gesagt, dass mit dem Pustel nichts wird. Dann habe ich die langen Leute genommen, hab's angeläut, bin ich aufgekraxelt, über den langen Gang hinten, über das Bombenblume und von hinten die Leine. Und weil ich drin war, dann habe ich halt angefangen. Ja, was hast du denn da? Ja, was hast du angefangen, weil er das saut und fragt. Und dann hab ich mich halt zugelegt, ja zugelegt zu ihr, was halt. Da fangst du gleich zum ersten an, du wirst das ja schon wieder. Ja, was hat denn da gespielt? Ja, sie hat aber ein Nährspät und Nährspät, wo du selber weißt, zweimal machen, keine Ruhe hat es nicht mehr gegeben. Was ist mir da überblieben? Dann habe ich wieder angefangen. Ja, was hast du denn da? Ja, was hat er da, weil er das saut und fragt. Da kommt halt schon der Bauerzwing und beide auch dabei, was halt. Die haben wir gleich, aber hinten auf ihn haben's gesagt, jetzt schießt die gleich. Ja, was hast du denn da? Ja, du hast recht, du kannst nicht viel anfangen. Da bin ich rausgekommen, habe ich meine Schuhe gezogen. Über den langen Gang 4, über das Bammerummi und runter von den Leuten. Und weil ich unten war, dann habe ich wieder angefangen. Ja, was hast du denn da? Ja, weil hast du auch da, weil du das saut und fragt. Kammerfenster. Der Kammerfenster. Sauber. Sauber, wirklich. Ja, ja. Der ist noch schickerl Werk, gell? Prost. Prost. Prost, miteinander. Ja, Ja, Hermann, mit Arbeit bist du noch voll berufstätig auch natürlich. Dann Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, sonstige Gstanzelsinger-Veranstaltungen. Da bleibt bestimmt keine Zeit mehr für weitere Hobbys, oder? ja, man hat immer Zeit, wenn man sich Zeit nimmt. Mein Hobby, bin da nebenbei der Schützenmeister schon 27 Jahre. Also Schützenmeister ist der Vorstand von einem Schützenverein, Genau, oder? der Vorstand, also zweiter zuerst einmal und dann erster und vom Schützenverein Edelweiß Moosbach. Und da muss natürlich auch allerweil da sein, viel fortgehen, Schießabende und so weiter. Also aktiver Schütze bist du auch noch dann dazu. Ja, nicht mehr so gut, so viel, aber
Alle, waren wir Schwester. Und ja, habe ich auch schon ein paar Pokale oder Scheiben gewonnen zum Beispiel. Da war ich Gauschützenkönig. Jetzt sieht man gerade nicht hier auf die Schützenscheiben, leider. Ja, war ich also zweimal Gauschützenkönig mit der Pistole. Und Schützenkönig im Verein war ich auch schon öfters. Ja, alles, also ein bisschen triebe ich schon noch. Und ich muss euch sagen, liebe Leute, ich weiß das noch ganz genau, wir haben einmal eine Hochzeit gespielt miteinander, oder wir haben gespielt und du bist Hochzeitlohner gewesen und dann hast du um 12 Uhr gleich gesagt, immer fort, weil da ist noch Schützenfest. Der Hermann nimmt das wirklich ernst, gell? Also der ist dann, auch wenn er nicht gleich Zeit hat, taucht er hinten noch auf die wichtigen Veranstaltungen auf und das ist wirklich einer, der sagen, ja, da jetzt heim, ich leg mich ins Bett, aber so einer bist du nicht gleich. Nein, Pflicht ist Pflicht. Auch wenn es ein bisschen später Wenn ist. es ein wenig später wird, oder nein, es ist öfter so, dass man da der Hauptsache da auf den Polterraum da hinkommt oder auf den Geburtstag. Ja. Wenn es halt gerade, da wird es halt ein bisschen länger einmal. Ne? Aber wichtig ist, dass man das einfach zünftig ist, dass man Gaudi hat und ich bin auch gern unter den Leuten. Und was einfach Griebe runtergeht, da gefällt es mir. Ja. Kann man Handspiel miteinander, hä? Ja, jetzt kann man noch spielen, aber ich auch Geburtstage gern, oder wie oft gewünscht. Und zwar, das ist auch eine Art Geburtstagslied. Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln. Das haben wir spielen, Bruder. Ja, machen wir. Okay. Wegen Mitspielen, wegen Ja. Ziegerei natürlich auch, oder? Haben wir das hingekriegt. Tritt der Mensch ins Leben ein, dann ist er noch so schwach und klein. Endlich wächst er dann heran zu einer Jungfrau oder Mann. Weiß nichts vom Rudern, weiß nichts vom Segeln, weiß nichts vom Schiff und Fahren am hohen See. Weiß nichts vom Rudern, weiß nichts vom Segeln, weiß nichts vom Schiff und Fahren am hohen See. 20 Jahre ist er alt und die Braut schon 18 bald. Ist das nicht die schönste Zeit? Man ist zu jeder Stunde bereit. Bereit zum Rudern, bereit zum Segeln, bereit zum Schiff und Fahren am hohen See. Bereit zum Rudern, bereit zum Segeln, bereit zum Schiff und Fahren am hohen See. Tritt er in den Dreisker ein, bleibt er meistens nicht allein. Schafft er sich kein Weibchen an, auf der er fest drauf rühren kann. Man ist am Rühren, man ist am Segeln, man ist am Schiff und Fahren am hohen See. Man ist am Rühren, man ist am Segeln, man ist am Schiff und Fahren am hohen See. 40 Jahre ist er gar, umgeben von einer Kinderschar. Kinder schreien ums täglich Brot, da hat er seine Liebe not. Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln, das kommt vom Schiff und Fahren am hohen See. Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln, das kommt vom Schiff und Fahren am hohen See. 50 Jahre ist der Tropf, jetzt wackelt langsam schon der Kopf. Blätter fallen schon vom Baum, ja es wird Herbst, man merkt es kaum. Man merkt's am Rudern, man merkt's am Segeln, man merkt's am Schiff und Fahren am hohen See. Man merkt's am Rudern, man merkt's am Segeln, man merkt's am Schiff und Fahren am hohen See. 60 Jahre wird es schwer, der Morsche will oft nicht mehr. Der Steuermann mit bestem Willen kann ihren Wunsch nicht mehr erfüllen. Kann nicht mehr rühren, kann nicht mehr segeln, kann nicht mehr Schiff und Fahren am hohen See. Kann nicht mehr rühren, kann nicht mehr segeln, kann nicht mehr
90 Jahre ist der Greis, seine Haare sind silberweiß und er denkt noch gern zurück, ja an das längst vergangene Glück. Er denkt ans Ruhen, er denkt ans Siegen, er denkt ans Schiff verloren am hohen See. Er denkt ans Ruhen, er denkt ans Siegen, er denkt ans Schiff verloren am hohen See. Mit 80 ist es manchmal aus, da baut er sich ein Hölzernhaus und er hegt den Hoffnungsstrahl, vielleicht im Jenseits noch einmal. Noch einmal ruhen, noch einmal siegen, noch einmal Schiff verloren am hohen See. Noch einmal ruhen, noch einmal siegen, noch einmal Schiff verloren am hohen See. Mit 90 in den Himmel nein, jetzt kriegt er einen neuen Bimmel nein. Und da ist die Freude groß, wenn es geht gleich von vorne los. Kann wieder rühren, kann wieder siegen, kann wieder Schiff fahren am hohen See. Kann wieder rühren, kann wieder siegen, kann wieder Schiff fahren am hohen See. Jawohl! Jawohl, Kann gut wieder gemacht. rudern. Jawohl, So geht's auch mit 90, gell? ja, schauen wir mal. Prost. Prost. Prost! Prost. Ja, So, brauchen wir noch einen Schnaps einmal, gell, oder Brotzeit? ja, das Video neigt sich eh schon dem Ende zu. so. Die Zeit vergeht so schnell, Ja, dass man es gar nicht glaubt. Bevor wir jetzt das Video abschließen, bevor ich Danke sage, möchte ich schon noch wissen, also wenn ein Geburtstagskind oder eine Verwandtschaft von einem Geburtstagskind oder ein Brautpaar dabei ist, die beide Bucher möchten, wo findet man die? Kann man die nur anrufen oder hast du Facebook, Instagram oder sowas auch? Wo kommt man zu dir? Ja, Instagram kann ich nicht, aber Facebook bin ich schon. Und sogar normale Seiten und Holzertlohner Seiten. Schau her, Und seit jetzt 2 Jahren habe ich sogar eine Homepage. Homepage auch. Homepage, ja, die hat mir mein Bau gemacht. Der macht da das mit dem Designer und da bin ich erreichbar unter www.der-hochzeitslauder.com. Ah, schau her. Das da ich unbedingt unten in die Beschreibung, da ich den Link ein zu deiner Homepage. Darf ich eine Telefonnummer rein da von dir? Der Freilich. Und drunter schon. Ja. Du hast keine Geheimnummer noch Nein, nicht. nein, darf ich Kann nicht wissen. Also, liebe Brautpaare oder Geburtstagskinder oder dergleichen, wenn ihr einen Gstanzelsänger, Hochzeitslader, Humoristen, Hermann Fleischmann, Bucher möchtet, dann unbedingt unten in die Videobeschreibung reinschauen und dann schreibt sie ihm, hast du schon noch ein paar Termine frei für nächstes Jahr oder ist schon wieder Zeit und tust du alles? Nein, ich hab schon noch was frei. Also, wie gesagt, das ist jetzt in den letzten Jahren immer ein bisschen weniger geworden. Ich habe in den 90er Jahren, da habe ich jeden Samstag eine Hochzeit gehabt. Da hätte ich gar nicht mehr schaffen. Ja. Nicht? Da habe ich teilweise einladen müssen. Ja. Und das wird immer weniger, weil einfach viel sagen, ja, Hochzeitlohner braucht man nicht, muss und so weiter. Aber es liegt schon noch viel an Wert drauf. Und ich habe auch schon noch einige Termine. Aber wie ihr sehen, nach dem Video schießt es wieder in die Höhe, auf alle Fälle. Also sind wir alle begeistert. Schauen wir mal. Wirklich so. Mit der sagen, weil die Klofrau länger braucht, dann tappst du auch, wenn sie ein wenig trippt wird. Super schön. Also, lieber Buber, lieber Hermann, vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt und dass wir das schöne Video aufgenommen haben und dass wir einen schönen Abend miteinander verbracht haben. An alle Leute da draußen gesagt, habe ich schon, schaut vorbei auf der Homepage vom Hermann, der Buber. Schaut euch vielleicht das Video noch an, das kann ich oben auch verlinken, wo wir gemacht haben, und da ist auch alles gesagt dazu. Ja. Und dann kann ich nicht mehr sagen, als liebe Leute da draußen, bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Im Wald. Wald. Vielen Dank, Servus! Vielen Dank, Okay. servus.